Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Secret of Mana auf Pelzig. Wir gehen weiter im Geistertempel von Pandoria und können hier keine Waffe mehr einsetzen. Scheint noch was Größeres zu sein. Was ist mit dir, du? Du? Okay, was sagst du dazu? Du? Okay. Und du wahrscheinlich auch nur. Dann gehen wir doch zu diesem Tulsa-Doom-Priester hier mit der Totenkopfmaske. Bist du der Tantalus? In der Tat. Und euch kenne ich auch. Ihr seid diejenigen, die die Tura besiegten. Lass sofort der Hagen und die Heidi frei und nimm den Floh von der Leid. Ach Gottel, ihr macht mir ja Angst. Harr, harr, harr. Männer etwa die Heidi. Ich habe die Lebenskraft entzogen. Jetzt ist sie meine Sklavin. Ich brauche die Energie von Menschen, sonst kann ich unmöglich die Mana-Festung reaktivieren. Und wenn es dann so weit ist, werden alle Menschen meine Sklave sein. So wie dir, Zeitgenosse hier. Dumm, stumm, dienend. Oh, den kennen wir. Oh Gott, Hagen! Ihr kennt ihn also, Tura geschenkt. Er ist ohne Erlaubnis in ihr Schloss eingedrungen. Muss wohl ein tapferer Soldat gewesen sein, so wie ihr, oder? Harr, harr. Okay, also gegen Tantalus kämpfen wir schon mal nicht, sondern gegen irgend so ein garstiges Schoßtierchen mal wieder. Und jetzt werde ich euch die Lebenskraft entziehen. Also wenn ihr Baldur's Gate 2 Schatten von Am bei mir verfolgt habt, wisst ihr, welche Kreaturen Lebenskraft entziehen können. Und? Ah, nee, tatsächlich, ich war etwas falsch im Kopf. Okay. Sorry, ich habe den mit einem anderen Gegner verwechselt. Das ist mein Fehler. Sorry, an der Stelle, das war nicht so gewollt. So, natürlich auf das mittlere Arc drauf. Wie man auch immer mit so einer Wand die Lebenskraft entzieht. Uff, aber na gut. Man will sich schon nicht beschweren. Okay, du machst jetzt nochmal einmal Froster ist für alle da. Und Koboldin, ich hätte ganz gern, dass du mal der Rocky mit seiner Schlammbombe auf die Fratzenwand machst. So. Okay, das macht schon ordentlich Schade. Fratzenwand ist ja 8. Erde entsprungen. Hier sind dann die anderen. Okay, einfach nur Auge. Das Ding ist natürlich 8. Erde entsprungen. Merkwürdigerweise macht danach hier die Erde Schade. Naja. Etwas aus Stähl, was man mit einer Schlammbombe gut bezwingen kann. Ich will mich jetzt nicht beschweren, will die Hintergründe jetzt an Tina Froche. Aber wir machen einfach mal weiter drauf. Seltsamerweise hatte Rocky jetzt so eine blaue Mütze aufgehabt. Naja. Und das geht immer auf die ganze Wand drauf. Das finde ich eigentlich auch ganz interessant. So. Aber ich finde die sehr cool gemacht. Vor allem die Augen finde ich hervorragend. Okay, 2 Mana-Punkte haben wir noch. Dann machen wir noch auf Frostwelle drauf, obwohl es den Zauber selber beherrscht. Aber ich muss echt sagen, gerade die Augen finde ich echt sehr cool animiert. Okay, warte mal. Ja, genau, das wollte ich. Das ist wohl irgendwie unergangen. So. Und? Okay. Das hat ein bisschen schade gemacht. Aber nicht so viel wie die Schlammbombe. Sehr schön. Das hat noch was gebraucht. Gretel. Ne, die Gretel kann ja nicht mit zaubern, genau. Deswegen muss ich erstmal selber ein Gutzel essen. Auf den Schock gibt es erstmal eine Gutzel. So. Sonst kann der Ackermanns Heinz nicht mehr richtig kämpfen. Aber sorry, das war wirklich mein Fehler vom Endboss. Ich habe den mit einem ganz anderen verwechselt. Das war keine Absicht. Habe ich wohl doch ein bisschen anders im Kopf gehabt. Okay, das linke Arc ist jetzt permanent zu. Das kann mir zaubern. Dann kriegt die Helga auch noch eine Gutzel. Und das kam wohl noch gerade rechtzeitig, das Gutzel.
Jawohl. Puh. Also die energiesaugende Fratzenwand ist mal hinüber und jetzt klafft o Rieseloch, wo das Ding stand hat. Ich meine, das ist aber auch Kunst für sich. Ach, nur Wand, nur mit Fäuste, Boomerang und einem Schwert zu vernichten und mit Schlamm in dem Fall. Einen Bogenarm habe ich erhalten. Okay, und der Zauber ging jetzt auch nochmal durch zum Schluss. So. Und jetzt mal schön zur Siegesmelodie hier. Wenn ich gewusst hätte, dass ihr diejenige mit dem Mana-Schwert seid. Ich werde die Heidi und der Hagen mitnehmen. Ihr könnt die Dorfbewohner aber. Halt, nee! Hagen, Heidi! Ich bin sicher, wir sehen uns bald wieder. Bis dann, ihr Hübsche. Mua. Igitt. Na gut, wenigstens haben wir die Dörfler gerettet. Und was sagt ihr mal hier, ihr Dorfbewohner? Wo bin ich denn eigentlich? Ach ja, ich hab die ganze Zeit auf dem Klo geguckt. Na, herzlichen Glückwunsch. Ich fühle mich wie gerädert. Was war denn los? Da ist ja der Viktor, den kennen wir ja noch. Aber den sprechen wir noch nicht an. Erstmal den hier. Ich kenne euch doch, oder? Sicher, ihr kommt, um mich abzuholen, oder? Nee, lass mal. Und du? Hallo, Gretel. Wo sind wir denn? Hier ist die Heidi. Ach du. Wir sind jetzt zusammengewachsen. Katze, Klo, Klo, ja, das macht die. Oh, hallo, Schnuckis. Und so einer ist Wachmann. Alles klar. Alles klar. Viktor, wo bist du jetzt? Der rennt hier planlos durch die Gegend. Viktor. Viktor! Oh, Heinz, es tut mir leid. Tantalus hat mich ja festgehalten. Der kehrt zum Imperium, wägst. Das Imperium versucht verzweifelt an die Mana-Energie ranzukommen. Warum soll jetzt auch der Leid die Energie entziehen, das weiß ich nicht. Ich vermute, dass der Tantalus noch mehr im Schilde führt. Ich ahne fürchterlich, wir sollten uns dumm, das Imperium aufzuhalten. Wir gehen jetzt in unsere Aquaria und ich begebe mich in den Lava-Tempel. Okay, jetzt haben wir wieder fest das Ziel vor Ara. Und hier ist jetzt alles wieder lustig und tralala mit seiner rockigen Mühledorf und Quelldorf-Mucke. Aber trotzdem will das irgendwie nicht so ganz zu den Dämonenstatuen passen, finde ich. Naja, etwas krasser Kontrast, aber warum auch nicht? Zu der Aquaria sollten wir jetzt. Okay. Aber vorher würde ich sagen, auf den Schock ruhen wir uns erstmal aus. Und verzeih Goldmünze, machen wir das doch dicker. So. Also interessanterweise muss ich sagen, Secret of Mana 1 hier, was ich jetzt spiele, das hat noch keinen Wechsel zwischen Nacht und Tag. Das kommt erst beim zweiten Secret of Mana. Was in Europa, glaube ich, nicht erschienen ist, sondern ich bin mir nicht sicher, ob das nur in Japan erschienen ist und in Amerika, aber ich weiß nicht, ob das in Deutschland erschienen ist. Kann ich echt nicht sagen, weil ich hab's echt nie gehabt. Also ich habe das nie als Super Nintendo Spiel fest gehabt. So. Jetzt haben wir das auch hinter uns gebracht. Ah, warten wir mal. Halten wir mal die Gaul an. Ich mag nur mal kurz beim Händler vorbeigucken. Ob der Händler nicht eventuell auch irgendwas Neues für uns hat. Na, erstmal zum Normaler. Oh, 7869 haben wir. Nicht schlecht. Erst einmal hier den Krustholer und dann sonst habe ich, glaube ich, nichts verwendet an Gegenständen. Nee, sonst nichts mehr. Und jetzt, da die Leute Zombies mehr sind, dürfte auch das Geschäft hier wieder offen haben. Weil ich glaube, die war vorher auch ein Zombie. Also, gucken wir nochmal. Ja, genau, Schlange-Cat. Das ist was Neues für uns. 1, 2 und 3. Gut. Das hat sie schon. Die Dorneweste kann sie auch tragen, die Koboldin. Okay. Der Eiserhelm nur der Heinz. Gut. So. Jetzt gehen wir nochmal da rein, ziehen uns nochmal um. Die andere, die Mädels natürlich.
vollkommen in die falsche Richtung. Egal. So. Das macht wieder 2 mehr. Das ist gut. Und das gibt ihr 3 mehr. Nicht schlecht. Okay, dann du, Mädel. Du kriegst auch noch so Schlangearm, so Schlange-Cat. Und du hast nichts Neues gekriegt. Allerhaupt. Dann zurück auf der Heinz. Der kriegt auch noch so ein Teil. So. Ansonsten hätten wir alles. Gut. Dann wird das hier abgeklärt. Und dann verkaufen wir nochmal unseren Schampel, den wir noch haben. Für 100 Goldstücke können wir das verkaufen. Macht auch nochmal 300, dann sind wir wieder bei 7000. Sehr gut. Und die Ketteweste können wir auch verticken. Perfekt. Da sind wir noch jetzt gar nicht mal so schlecht bedient mit unserer Ausrüstung, würde ich sagen. So. Dann. Ich finde es eigentlich auch nicht mal so verkehrt, dass man Waffe hier strikt von Rüstungen trennt, indem man Waffe nicht irgendwo in einem Shop kaufen kann, sondern die Waffe immer vom Schmied aufgemotzt kriegt. Und dass man dementsprechend in der Läde nur die Rüstungsteile kaufen kann. Schade finde ich wiederum, dass die Rüstungsgegenstände nicht am Körper sichtbar sind. Aber bei der ganze alte ist es eigentlich echt noch so. Bei Zelda ist es natürlich so, dass man die grüne, die blaue und die rote Gewandung durchaus sieht. Aber ich glaube, ansonsten gibt es kein Spiel von früher, wo die Leute tatsächlich ihr... Kobold, wie ist das? Wo die Leute tatsächlich ihr Ausrüstungsgegenstände sichtbar haben am Körper. Wasserpalast, Quelldorf, Pandoria. Okay, müssen wir da lang. So. Dummeln euch, sonst kommen wir zu spät. Einfach mit dem Pilz zu spielen. Zack. Dann dürften wir jetzt wieder beim Mühldorf sein. Beziehungsweise beim Wucherkater ist das, glaube ich. Wobei, warte mal. Wenn der Wucherkater hier ist, sollten wir hier auf jeden Fall noch hier. So. Weil der Wucherkater hat ein bisschen im Angebot, was andere Händler nicht im Angebot haben und was wir brauchen. So, ich mag handeln. Er hat es zwar überteuert, aber er hat das, die Walnuss. Und dann holen wir uns jetzt 2 Stück. So. Weil mit der Walnuss kann ich die Mana-Energie wiederherstellen. Und sollte es dringend vonnöten sein, Angriffszauber oder Heilzauber zu brauchen, dann haben wir auf jeden Fall was in Reserve. Die kosten ansonsten 500 Goldstücke, was an sich schon ziemlich heftig ist, wie ich finde. Und beim Wucherkater halt 1000, aber trotzdem ist es mittlerweile eben Standard-Zauber hin. Und ihr habt ja gesehen, wie effektiv diese Zauber sein können, so im Vergleich zu Terranigma, wo das eher Deko ist. Und da können wir durchaus so Walnuss gebrauche, die unser Mana-Energie wiederherstellt. Warum auch immer das eine Walnuss ist. Ich kann es nicht sagen, was die sich tot dabei gedacht haben. Aber warum auch nicht? So. Süßigkeiten stellen ja immer nur unsere Lebenspunkte wieder her. Der Mana-Same vom Wasser ist gestohlen worden. Ich bin völlig ratlos. Das müssen die geschafft haben. Das müssen die geschafft haben, während Frosta in Gefangenschaft war. Vom Wasser habe ich erfahren, dass sie das Samen zum Elfenteich gebraucht haben. Ich glaube nicht, dass sie zum Imperium gehören. Bring das Samen zurück. Okay. Dann haben wir uns jetzt offenbar mit Samendiebe rumzuschlagen, die beim Elfenteich irgendwo abhängen. Okay. Da können wir ja auch abkürzen. Da müssen wir jetzt nochmal extra noch Pandoria latschen und von da aus den langen Weg wieder gehen. Ich würde eher sagen, wir gehen hier durchs Hexewäldchen durch. So, die Gegner hier sind eigentlich auch ziemlich schlaff. Die dürften für uns Thema sein. So, und zack. Die sind natürlich etwas stärker als die Gegner, die wir jetzt auf dem Weg von Pandoria noch zum Elfenteich hätten. Aber trotzdem, es ist immer noch ein Klacks hier mit den Gegnern. Zack.
Level 16 haben wir jetzt, glaube ich, nicht mehr erreicht mit dem Heinz, wo wir aus dem Pandoria-Gedöns rauskamen. Oh, 34 Goldstücke, die hätte ich schierlich gelost. So, also wie gesagt, so hoch bin ich jetzt leider nicht mehr von meinem Level her. Aber macht ja nichts. Aufleveln können wir auf jeden Fall immer wieder. Vor allem, wenn ja die Dungeons bzw. die Gebiete, in die wir kommen, ja immer ein bisschen härter. Insofern ist das absolut kein Thema. So, dann so rum. Okay, der ist kaputt. Dann hier lang. Und so rum. Ich muss jetzt nur hoffen, dass unser Mädels hier nicht irgendwo in der Pampa wieder hängen bleiben. So ganz episch. Und du Anno drauf auf dich. Elende Bogenratte. So, hier geht da lang. Und überall fliegen schon die Pfeiler. Also die sind sehr motiviert, muss ich sagen. Schwach, aber sie sind motiviert. Zack. Und nochmal auf die Gosch. So. Ich finde auch die Animation mit dem Skelett so geil. Wenn die jetzt sterben, Achtung, zack. Wie die einfach zu so einem Skelett instant verfaulen. Und der jetzt auch nochmal. Zack, verfault. Mist. Na, okay. Egal. Macht nix. Das waren bestimmt nur ein paar Goldmünze oder so. Alter, ihr Knetköpf. So. Manometer, also die sind echt dumm wie Bohnenstroh, die KI. Das wäre jetzt, ach, wenn ich jetzt die Gretel oder die Helga spiele, dann wäre es ja ach so, dass der Heinz ziemlich doof wäre. Und daher, die KI generell ist jetzt ziemlich daneben, würde ich sagen. Aber anscheinend muss es in der ersten Version, die rauskam, noch übler gewesen sein. Wie ich mir das irgendwie kaum vorstellen kann. Dass die KI doch noch dümmer war. So, jetzt lassen wir das Ding in Ruhe. Kommen wir mal hinterher. So. Die geben wahrscheinlich eh nur noch so einen Klicker und einen Penning hier an Erfahrungspunkte, die Weser. Wir sind ja mittlerweile Besseres gewohnt, wie der gute Tomatenmann und die Fleischfetzer und so. Und, so, wo steckt denn jetzt der Mana-Samendieb? Interessanterweise dreht sich hier ja alles wirklich auch im Kreis. Und die Gebiete sind halt irgendwie immer die gleichen, in denen wir derzeit rumschwirren. Aber keine Angst, das erweitert sich auf jeden Fall noch. Oh, Gretel. Weil die hier ihr Zeug aufladen muss. Berti, hi, erstmal auf die Schnut gekloppt. So freundschaftlich. Und dann können wir auf jeden Fall Pfeil und Bogen erneuern. Das ist jetzt der Kurzbogen. Und sonst haben wir nichts mehr, ne? Die Axt haben wir schon. Die Lanze können wir nicht. Peitsche nicht. Pfeil und Bogen haben wir. Okay. Gut. Dann ist wohl der Bogen das nächste. Elfenteich hieß es. Da soll unseren Fiesling stecken. Aber ich würde sagen, ich speichere hier jetzt erst einmal. Nö, für die Nacht muss ich jetzt nicht unbedingt bleiben, aber ich will speichern. So. Gut. Perfekt. Der Victor wollte zum Feuertempel gehen, sehe ich. Und da hockt er auch. Mit so einem Overzwerg. Das ist auch der die Koboldin aufgezogen hat. Der Chef von der Diebe ist in dem Loch. Okay. Und Victor, was sagst du? Die Diebe sind ohne, die wollen als nächstes den Lava-Tempel überfallen. Ich gehe in den Tempel und du kümmerst dich um die Diebe. Sei vorsichtig. Du weißt nicht, was dich erwartet. Okay, gehen wir trotzdem mal rein. Die Musik macht auf jeden Fall was her. Mann. Und die irrt hier wieder planlos durch die Gegend. Und ich würde sagen, Kurzbogen können wir auch mal benutzen. So, was geht denn hier drin ab? Da liegt ja einfach sowas. Was liegt denn da drin? Peitschenorb erhalten, ja? Über was man so alles stolpert, ne? Motor hier. Was ist da? Ah, da sind ja die Diebe. Der Mana-Same vom Wasser. Wie sollten die hier reinkommen? Das wird eine Bereue.
Ihr wollt wissen, wozu wir den Mana-Samen brauchen? Das wissen wir doch. Nicht ihr. Wir brauchen den Samen, um unseren Superroboter in Gang zu bringen. Wir nennen ihn The Thrill Boy. Genau. Schalten den ab. Genau. Ja, Sir. Der hat einen Skorpion hier auf seinem Umhanghänger. Warum auch nicht? So. Die wollen jetzt ihren Thrill Boy einschalten. Und ich würde sagen, an der Stelle mache ich jetzt passenderweise mal einen Cut. Und wir sehen uns morgen wieder zur Let's Play Secret of Mana, wo wir uns gegen den Thrillbot oder Thrillboy stellen, in dem der Mana-Same des Wassers drin ist. Also machen's gut und bis morgen dann. Ayan Yankee.